Mit all den nervösen Flüchtlingen, die heutzutage aus Lützburg kommen, kommen natürlich auch viele Kinder dabei. Und die brauchen zum Beispiel am Winter warm Gezei und gut Schwung. Ein Hand für alle Kant aus einer ASBL, die sich genau mit der Problematik beschäftigt. Ma Mothers for Refugees war die Initiativ von enger Freundin vu mir. Du mo schü am ganz kleine Kader gesammelt beziehungsweise bei mir an der Stadt an der Garage. Und wo du ganz viele Leute beikommen sind und als Idee einfach mir groß gesehen haben gesot hun gi net nem Flüchtlingskanner mit Gen einfach ganz viel Kanner zu Lützeburg steht nicht so gut geht, an dem man wollen helfen. Und du gesagt okay, dann machen wir das mir groß und wir fokussieren uns wirklich einfach auf Kinder im Allgemeinen, ob das Flüchtlingskinder oder Kind aus sozial schwachen Verhältnissen und du willst das eine Hand für alle Kinder geben. Wir kümmern uns hauptsächlich um Kinder, machen Aktivitäten mit ihnen, delen Spenden aus, das sind dann Missionskleider, Spielsachen, noch für schwangere Frauen ganz viel, bei denen alles so braucht von einem kleinen Puppelchen auf die Welt kommen. Ob die Idee kommt, für diese Organisation zu gründen, sind schon dem sich eine syrische Familie begegnet hat, bei mir im Lampertsbirch verschwunden, wo ich auf dem Spielplatz war mit einem kleinen Boot. Und die haben mich gefragt, wo der Boot kein Fußball spielen. Und da war natürlich direkt mein Interesse geweckt, für diese Leute zu helfen, weil sie mir immens sympathisch waren. Und schlussendlich ist es auch gar nicht so einfach, für Leute, die neu herkommen, irgendwo in den Club zu gehen. Und natürlich fehlt auch ein Materialspenden, ein Kurs für Fußball zu spielen, Fußballschule. Und dann habe ich gesagt, da fange ich mal an, so Sachen zu sammeln, dass die Flüchtlinge können Sport betreiben können, zum Beispiel. Normalerweise schreiben die Leute das direkt an oder beziehungsweise Feuer von der Croix-Rouge oder von der Olei und dann bringen wir das hin, was sie brauchen. Wir bringen noch ganz viele Sachen auf Bitburg an die Opfanglager. Das sind ungefähr 3000 Leute. Und da können wir natürlich mit einem großen Kamion einmal oder alle 2 Monate rauffahren und ganz viele Sachen bringen. Was ganz wichtig für uns wäre, wenn wir einen Platz hatten, wo wir wirklich als Kleiderstufe richtig organisieren könnten. Das wo die Sachen noch proper stehen, am Moment sind wir just an einer Scheuer und das Viech da kalt bannen, das spannende Leute am Endeffekt auch da drin, dass sie da sind, für zu stockieren. Aber was wir ganz viel am Moment brauchen, das sind Zeitspannen. Das Leute, die wirklich bei uns an den Stock kommen und uns helfen trainieren, dass wir weiterkommen und dass die Sachen endlich in die Leute kommen. Am Moment schaffen wir ganz viel spezifisch mit dem Feuer von der Asti von mir zusammen. Da gehen wir mit den Kindern an den Jojo oder so einen Indoor-Spielplatz. Dann haben wir ein Floristikatelier mit den Mammen. Und die Sachen, die wir hier mit den Flüchtlingsmammen gebastelt haben, die kriegt ihr zuerst am Christmarkt am 22. und 23. Dezember zu kaufen. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass es doch kleine Organisationen gibt wie mir. Was bei uns extra ist, dass bei uns wir schaffen direkt mit den Leuten zusammen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, weil wir so klein sind, auch wirklich solo den Flüchtlingen Sachen an die Hand zu gehen. Und das denke ich, ist das, was uns ganz speziell macht. Und also bei einer ganz bestimmten Nacht ausmacht, dass Leute wissen, wenn sie uns Sachen gehen, dass mehr die Leute so an die Hand gehen. Und Hilfe muss immer gebraucht. Findet ihr in unserem Facebook eine Hand für alle Kant oder Mothers for Refugees, wie du gefangen hast, das Ganze. Unter der E-Mail einhandfürallekant@gmail.com. Und in nächster Zeit kriegen wir auch eine Website, einhandfürallekant.lu.